Lisa hat sich freiwillig dazu entschieden, diese neue App zu installieren. Und da ist sie nicht die Einzige. Wenn Lisa jetzt mit dem Tram fährt, nehmen die Handys der anderen Leute, die auch die App haben, Kontakt mit Lisas Handy auf. Die App speichert auf ihrem Telefon, wer wie lange und wie weit entfernt von Lisa im Tram sitzt. Dabei werden nicht die echten Namen der Leute verwendet. Jeder bekommt einen zufällig zugeordneten Codenamen in der App. So entsteht eine Liste der Leute, die genug nah und genug lange bei Lisa waren, um sie mit dem Virus anstecken zu können. Es kann nämlich sein, dass einer dieser Menschen schon krank ist, während er mit Lisa im Tram fährt. Und zwar ganz ohne es zu wissen. Einer dieser Menschen ist Tim. Er war zur selben Zeit wie Lisa im Tram und hat auch die App installiert. Auf der Fahrt fühlte er sich noch gesund, trug aber, ohne es zu merken, schon das Virus in sich. Jetzt ist er krank und sein Arzt stellt fest, er hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der Arzt gibt Tim nun einen Code, den Tim in die App eingeben kann. Daraufhin schickt ein Computer eine Nachricht an die Personen, die so lange in Tims Nähe waren, dass sie sich hätten anstecken können. Auch Lisa erhält die Warnung, dass sie sich in der Nähe einer kranken Person aufgehalten hat. Dass es sich bei dieser Person um Tim handelt, der neben ihr im Tram saß, das erfährt sie natürlich nicht. Die App speichert aus Datenschutzgründen keine Orte und auch keine Namen. Lisa kann jetzt frei entscheiden, wie sie mit dieser Warnung umgeht. Sie beschließt für sich, einen Test zu machen und bleibt vorsichtshalber so lange zu Hause, bis sie weiß, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hat.